Das habe ich übernommen 1975 von meinen Eltern. Mein Papa ist ja schon 70 gestorben und meine Mama 80. Und dann habe ich die alte Wirtschaft übernommen, die war gerade 6 Meter breit. Und das habe ich dann umgebaut, das als Wirtshaus und Rasthaus. Da habe ich das dran gebaut. Und alles, was hergebaut worden ist, habe ich noch hergebaut. Alles. Also wie es heute steht. Mit Biergarten, mit Flohmarkt, mit ganzen Objekten. Das habe alles ich hergebaut. Das Haus war ja ein schönes Bauernhaus mit schönen Fenstern und das wurde halt Stück für Stück dann so ein bisschen kaputt renoviert, 60er Jahre. Aber trotzdem war das einfach die B12, wo sie jeden Tag die gleichen Leute immer mal treffen, und wenn es bloß auf einen Kaffee ist. Und dadurch, dass er sozusagen dieses Zentrum verlagert hat, glaube ich, hat sich schon was verändert. Und trotzdem ist es immer noch ein Ort, wo alt und jung an einem Tisch, und wenn es bloß eine Biergartengarnitur ist, zusammensitzen, seltsamerweise. Auch wenn sie sich noch nie gesehen haben, können sie sich auch einmal über was unterhalten, was man vielleicht woanders nicht so einfach macht. Weil hier das ein eigener Kosmos ist. Das ist halt die B12. Wenn es hier so laut ist und so, und trotzdem hat man sich nicht gestört gefühlt. Man war in dieser Gesellschaft von immer dem Gleichen ein bisschen aufgehoben und geschützt auch. Und auch, was die auch noch haben hier, die Leute, die haben große Neugierde. Weil sie an der Straße leben, und denke ich, und immer wieder kommt jemand, der von ganz woanders herkommt, sind sie ganz offen. Und deshalb darf jeder mal am Tisch sitzen. Keiner wird misstrauisch beäugt, sondern jeder ist willkommen. Das macht die Magie aus. Niemals wird man sich in einem Biergarten, wenn er so ein richtiger Stammtisch beieinander sitzt, da einfach dazu sitzen. Aber hier gilt es irgendwie immer noch. Komm, sitz dich her, wenn du gerade da bist.